Geheimnis von der Sumpfdotterblume. Die Welt ist überaus gross, sagt der Doppelhas zum Brummbär Beltrametti. Überaus ist die Welt gross und überaus drüberin überaus. Drum leben wir im blauen Wunderland, sagt der Brummbär. Da ist alles nicht so überaus gross. Ja, sagt der Doppelhas, nicht überaus gross, das ist wichtig, ist das. Wenn's zu gross wär, wär's auch nicht mehr lustig, sagt der Brummbär. Weil gross kann auch sehr anstrengend sein. Etwa mal ist das blaue Wunderland aber auch klein, das blaue Wunderland, sagt der Doppelhas. Fast überaus klein, fast. Der Brummbär befürchtet, dass es am Doppelhas schon bald wieder langweilig wird. Grad recht ist am besten, sagt er drum. Nicht zu gross und nicht zu klein und nichts überaus. Da kommt der Zwerg Gimli mit einem Strauß gelber Blumen vorbei. Blumen? Was sag ich Blumen? Es sind eher Blümli, die aussehen wie ein Blumenregen. Jetzt müsst ihr einmal an dem Labkraut schnuppern, sagt der Gimli. Schmeckt das nicht wie Milch und Honig? Der Brummbär schnuppert am Labkraut und muss nüssen. Der Doppelhas schnuppert am Labkraut und schließt Augen. Wunderbar, sagt er überwältigt. überaus wunderbar, die Blumen überaus. Und sie machen einem zu nüssen, sagt der Brummbär und muss grad noch einmal nüssen. Überaus wunderbar kann im Fall auch überaus sein. Und sie schmecken wie das Geheimnis vom blauen Wunderland, sagt der Gimli. Ein Geheimnis? Fragt der Doppelhas. Welches Geheimnis bitte sehr, welches? Eben das Geheimnis vom blauen Wunderland, sagt der Gimli. Dann bin ich schon lang auf der Spur. Aha, sagt der Doppelhas. auf der Spur, also auf der Spur. Er ist sich sicher, dass der Gimli etwas herausgefunden hat, wo er, der Doppelhas, nicht weiss. Wo er, der Gimli, aber nicht sagt. Wenn einer das Geheimnis kennt, dann verratet er's doch nicht einfach so. Aber der Doppelhas probiert's trotzdem. Und wie heißt das Geheimnis? Das Geheimnis wie? Oh, sagt der Gimli, ich glaube, das kann ich so einfach gar nicht sagen. Weil ich bin ihm ja noch auf der Spur. Betsch, da hast. Der Doppelhas hat's ja gewusst. Der Gimli verratet's nicht, das Geheimnis. Ich muss jetzt aber weiter, sagt der Gimli. Also noch einen schönen Tag, ein schöner Also, sagt der Doppelhas. Einen schönen Tag auch euch, ruft der Gimli schon von weitem. Und das Geheimnis ist gar nicht weit. Vielen Dank überaus, ruft der Doppelhas am Gimli hinein. Überaus. Und was machen wir jetzt? Fragt der Brummbär. Ja, merkst es denn du nicht, Brummbär, sagt der Doppelhas. Der Gimli ist dem Geheimnis auf der Spur, dem Geheimnis. Klar, sagt der Brummbär. Er ist im Geheimnis auf der Spur. Auf der Spur heisst, er hätt schon fast gefunden, hätt er's, sagt der Doppelhas. Darum gibt's nur eins, wenn wir am Gimli auf der Spur blieben, am Gimli, dann finden wir auch das Geheimnis, sobald er's gefunden hat, gefunden. Der Brummbär stellt sich das jetzt aber extrem anstrengend vor. Wenn sie am Gimli auf der Spur bleiben, wenn sollst du da noch zum Essen kommen, zum Beispiel Omelette? Ich muss heim, sagt er drum schnell zum Doppelhas. Meine Frau hat sicher schon zu Mittag gemacht und du weisst, wie sie schaut, wenn ich spät komme. Der Brummbär verabschiedet sich und ist schnell hinter der Büsch verschwunden. Der Doppelhas hat mit so etwas gerechnet. Und gleich ist es gemein. Aber er stellt sich auch vor, wie das wäre, wenn der Brummbär mitgekommen wäre.
Ein Heidenlärm hätte er gemacht. Und sie hätten es nie geschafft, dem Gimli auf der Spur zu bleiben. Ohne, dass es der Gimli gemerkt hätte. Und so pirscht der Doppelhas am Gimli hinein, bis er der grünen Zwergenhut zwischen den Studen sieht auf und abwippen. Der Doppelhas schleicht sich an wie ein Waldläufer oder eben wie ein Has. Waldläufer können nämlich so gut anschleichen, weil sie das von den Hasen abgeschaut haben. Wo der Doppelhas ganz nach ist, versteckt er sich hinter einem Holderbusch. Und jetzt lost er mit seinen langen Ohren. Das Geheimnis vom blauen Wunderland bist doch du, hört er der Gimli sagen. Du? Denkt der Doppelhas. Mit wem redet der Gimli? Mit wem redet er echt? Es ist niemand dumm, weit und breit. Es kommt dem Doppelhas sogar vor, als ob der Gimli mit sich selber reden würde. Selbstgespräche quasi. Und das passiert bei älteren Leuten, die viel allein sind. Dann fangen sie an, mit sich selber zu reden. Der Gimli ist zwar alt, aber doch gar nicht so allein. Er hat ja seine Quellen, sein Haus, das gescheite Buch vom blauen Wunderland. Wo der Gimli weiterläuft, geht der Doppelhas genau dort her, wo der Gimli gesagt hat, das Geheimnis bist du. Vielleicht hat es dort ein Tier oder ein Stein oder ein Sporschel, wer weiß wer, denkt der Doppelhas. Aber er findet jetzt nicht gerade etwas Verdächtiges. Es hat einen kleinen Teich, ein paar Blumen, eine Libelle, aber sonst. Und jetzt taucht der Brummbär auf, wo ein schlechtes Gewissen hat gekriegt, weil er seinen Freund in dieser geheimnisvollen Situation allein hat gelassen. Es muss etwas geben, Brummbär, wo der Gimli gesehen hat, der Gimli, sagt der Doppelhas, als ob der Brummbär gar nie weg gewesen wäre. Und was? Er hat gesagt, du bist doch das Geheimnis, flüstert der Doppelhas am Brummbär ins Ohr. Das Geheimnis? Der Doppelhas schüttelt den Kopf und zeigt unauffällig auf die Blumen. Gelbe Blumen, wohl bemerke. Ein Sumpf, dotter Blumensumpf, sagt er hell und klar zu den gelben Blumen. Es ist bekannt, dass ihr ein Geheimnis habt, bekannt, ein Geheimnis. Es wär aber noch schön, überaus schön wär's, wenn ihr überaus schöner gelber Sumpf, dotter Blumen, Sumpf, mir auch das Geheimnis könnten verraten, das Geheimnis. Weil ich kann nicht mehr weiterleben, meine ich, wenn ich nicht bald einmal das Geheimnis kenne. Und zwar überaus schnell. Zwar überaus. Blumen finden die Ansprache irgendwie noch lustig und sie düsseln und wisperlen miteinander. Das Geheimnis, so ein herziger Has. Was sollen wir da auch sagen? Jetzt ist doch gerade der Zwerg gerade da gewesen wegen dem Geheimnis und jetzt der Has. Also heute ist etwas los da am Teich. Und was habt ihr am Zwerg gesagt? Waseli? Will der Doppelhas wissen, wo noch nie mit Sumpfdotterblumen geredet hat. Ein Gewundernasenhas ist das. Der Zwerg. Den Zwerg kennen wir ja schon ewig, mindestens 3 Sonnenaufgang lang. Aber er kann so gut zuhören, der Zwerg. So lauschig gut. Meine Dame, der Doppelhas, ich kann auch sehr gut zuhören. Und darum fordere ich Sie auf, mir sofort das Geheimnis vom blauen Wunderland verraten, mir das Geheimnis. Es ist eine kleine Sache, jawohl, eine kleine, überaus klein. Solange der Doppelhas auch bei diesen Sumpfdotterblumen liert und stürmt, die Sumpfdotterblumen machen nur und und wirklich ihres grossen oder kleinen Geheimnis haben sie bis jetzt nicht verraten. Das macht der Doppelhas abgrundtief traurig. Oh je, jetzt muss er
brüllen, der Herzigkeit. Was ist auch das? Oh je, es geht mir ganz an die Wurzeln und in die Blätter. Oh je, also gut, dann verraten wir ihm halt unser Geheimnis. Das kann ich nicht sehen, so ein trauriger Has, der brüllt. Aber der Doppelhas zieht der Brombeer weg von der Blume und sie laufen weiter. Der Doppelhas kann sich überaus unmöglich vorstellen, dass die sumpftoter Blumen ein Geheimnis haben und wenn sie eins hätten, dass sie ihm das verraten würden. Ja, so nach wären sie gsi, die beiden Freunde am Geheimnis, aber leider sind sie davongelaufen. Und so kommt's, dass der Doppelhas zwar mit der sumpftoter Blume hat geredet, aber einfach nicht genug lang geloset hat. Aber keine Angst. Der Doppelhas bleibt dem Geheimnis weiterhin auf der Spur, auch wenn das heute nicht ganz geklappt hat. Wir haben noch Zeit, noch sind nicht alle Geschichten erzählt, noch ist nicht aller Tage Abend. Noch gibt's da eine Möglichkeit und dort ein Streifen am Horizont, verzweifeln wir also nicht und gehen wir mit dem Doppelhas und dem Brombeer weiter in die nächste Geschichte. Eine Geschichte, wo sie am Geheimnis noch näher auf die Spur kommen. Am Geheimnis vom blauen Wunderland, wo nicht zu gross und nicht zu klein, sondern eben überaus genau richtig wird sein.